Die Erbschaft. Tut ens aus der Verwandtschaft sterben, kannst, wenn Glück hast, erben. Doch ist das Glück, ich weiß Bescheid, nicht immer umgedreht, ihr Leid. Im Spätjahr kann's doch unsere Kerbe heißt's, die Tante liegt im Sterben. Drum sind wir Tabane gefegt und haben die Tante treu gepflegt. Wir opfern uns. Wo gibt's das noch? Ja, fast sogar eine halbe Woche. Ich, höchstpersönlich und meine Frau. Dann wird die Tante ausgetragen. Doch wer jetzt glaubt, nach dem Gedöns, wir werden Erbe Nummer 1, so wie es sich kehrt nach deutschem Recht, der kennt die Verwandtschaft schlecht. Eine alte Truhe, ein Küchenschrank, 3 Stühle noch und eine Ofenbank. Das war die Erbschaft, groß und stolz. Auf gut Deutsch, besseres armer Holz. Die Lisset, Drobonen, Flores, des dreckige Spitzbube-Chores, die haben abgeschöpft der ganze Raum, von Gold bis zum Bärenbaum. Puh, wir sind zu wenig raffiniert, sonst wär uns sowas nie passiert. So ehrlich ist man und so schlicht, ja, wir sind halt sehr gute Christ. Ja, hätt ich nicht mit meiner Frau als heimlich etwas fortgetragen. Ein bisschen Bettwäsch, Woll und Seide, paar Löffel, so Kleinigkeiten, dann hätte man sieht so glatt, für unser großes Opfer gar nichts gehabt. Hätt ich noch gleich gewusst, wie's käm, da wär ein Fuhrwerk gleich daheim. Doch leider ist mir nicht gelogen, zu ehrlich und zu gut erzogen. Am meisten ärgert mich, weiß Gott, dass die den ganzen Schmuck jetzt hat. Wir haben zwar in 10 Wochen noch gesucht, in jedem Kellerloch, in Kiste, Kaste, Sticker 30, die Tante war ja nicht mehr bei sich. Doch hat's das wahrscheinlich in ihrem Geiz zu gut versteckt hat. Ach, das ist ein Kreuz. Die Welt ist Schlechtheit und Verdorben. Am besten merkt's, wenn jemand gestorben. Und ehrlich gesagt, es ist fast ein Schande. Ich kenn heut bloß ein edler Mann. Und Mann, wer wundert sich? Gottlieb Staatsblech. Das bin ich.